Kinder, wir haben Dezember. Es ist Dezember. Dezember-Update, dass ihr euch ein bisschen auskennt, was sie so tut beim Karli Braun. Ja, der Plan war über den Sommer Album fertig schreiben, ne? Und ja, da ist schon ein bisschen kälter. Jetzt 11, 12 Nummern, je nachdem wie man sieht, sind fertig. Eine Nummer passt nicht aufs Album. Eine Nummer, die Klaviernummer, die spielen wiederum nicht live, weil kein Klavier mit live. Ne? Ja, und ich hätte halt noch gern ein paar Klaviernummern. Ne? Weil ich spiele so viel, das gehört einfach dazu irgendwo. Eine ist eh schon fertig. Soll ich vorspielen oder was? Ich weiß, was du willst, ich weiß, was du willst, ich weiß, was du willst, was du willst. Ich weiß, was du willst, ich weiß genau, was du willst, ich weiß ganz genau, was du willst. Ja, und jetzt die letzten 2 Monate ist nicht mehr so viel weitergegangen, ich weiß auch nicht. November war ich krank, ziemlich. Und ja, ich weiß auch nicht, ich habe 2 Klaviernummern sind ja eigentlich schon fertig. Ja, dann hast du halt einmal drauf auf mich, ja, dann hast du halt einmal drauf. Das ist zum Beispiel so eine Nummer, wo ich nur dazu rede. Ne? Da gibt es sogar schon, gibt's Thema, gibt's da schon. Aber ja, ich spiele euch ein anderes Mal vor. Es gibt sogar schon den zweiten Teil. Ja. Braun, oder was? Wird schon werden. Ich spiele schon viel, ja, aber dann meistens irgendwelche Lieder, die mir gerade gefallen oder die ich gehört habe. Singing, don't you worry about a thing. You wanna know if I know why I can't say that I do. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing's gonna take away these blues. Ja, man kann es halt nicht erzwingen, nicht? Oft einmal. Und was ich auch gemacht habe, ich habe ein Lied übersetzt. Ja, übersetzt ist gut gesagt. Lass die Finger von dem Madel, bitte schleich die endlich an. Schau, da draußen scheint die Sonne, hey, die Nacht ist längst vorbei. Und dann schlägt dein Herz. Es geht aber schon ein bisschen Richtung, wir proben jetzt wieder mal. Michi und Tom sind beide wieder dabei. Ich freue mich auch schon wieder voll mit einer Band wieder einmal im Proberaum. Das würde sich jetzt natürlich anbieten, ne? Dass man die Band die Erdnüsse dann nennt. Karli Braun und die Erdnüsse. Das Album sollte schon so ein Bandprojekt sein, gell? Mit Schlagzeug und Bass und schon so Akustik-Level, ein bisschen, manches Mal vielleicht so leicht anzerrte E-Gitarre oder Orgelsounds, sagen wir momentan ziemlich. 2, 3 Nummern, vielleicht nur akustisch mit Akustikgitarre. Live ist halt, ja, möchte ich schon zumindest eine CD-Präsentation mit einer Band spielen. Also die Geschichte ist die, wenn ich Solo spiele, ich rede so viel auf einmal. Ja? Und es wird jetzt ein bisschen, er hat sich so deppert an, aber es kriegt jetzt ein bisschen einen Kabarett-Charakter. Gell? Und ich überlege mir immer mehr, ja, man kann das schon mit, also wenn ich Solo spiele, kann man das schon in einem Kabarett oder in einem kleinen Theater oder in einem alten Kinosaal oder so machen. Gell? So wie es eben, ja, Christoph und Lola ist schon ein bisschen anders, vielleicht, oder auch gar nicht. Hey, was nicht? Aber manches Mal ist dann so das Gefühl, ja, was willst du jetzt, Karli? Was willst du jetzt? Bist du jetzt eine Band oder bist du jetzt ein Solo-Typ, der so auf die Kabarettbühne will? Ich glaube auch nicht, dass sich das ausschließt. Ich habe so das Gefühl, das sind 2 Dinge, die ich probieren kann und die ich beide probieren will.
Und vielleicht funktioniert eins von den zwei Sachen. Und vielleicht funktioniert gar nichts. Vielleicht funktioniert auch beides. Naja, ich weiß ja auch nicht. Ja, und was halt oft passiert ist, dass ich anstatt die halb fertigen Lieder, die ich hab, fertig zu machen, fange ich wieder was Neues an, ist eh klar, ne? Natürlich. Das zum Beispiel. Da gibt's noch keinen Titel und auch keinen Text oder irgendwas. Aber Geschichte habe ich schon ein bisschen. Also ich spielt so um 1900 ungefähr. Und es geht um meinen Uronkel Otto. Und er war Steirer und Musiker. Also, er wär's gern gewesen, ne, sagen wir so. Und er ist halt nach Wien gegangen, weil Wien war damals quasi für einen Künstler das Zentrum des Universums. Ne? Und er hat eine Mutter gehabt. Vater ist schon gestorben gewesen. Und es war damals schon, ne, also eine Frau alleinig am Land irgendwo in einer Holzhütte. Das war schon ein bisschen. Ja, hat er sich schon immer ein bisschen Sorgen gemacht. Der Onkel Otto, und sie haben sich einen Brief geschrieben, so alle 2 Monate und so. Und irgendwann kommt kein Brief mehr daher. Otto weiß nicht, was los ist und schreibt noch einen Brief und es kommt natürlich wieder nichts zurück und er macht sich Sorgen und dann packt er sich von seinem Freund das Pferd aus. Er macht sich halt am Weg in die Steiermark, nicht? Dass er nachschaut, was los ist mit seiner Mutter. Und ja, ich mein, Onkel Otto war kein guter Reiter, nicht? Das hat er in einem nicht geschafft. Gibt's ein 15-Stunden-Ritt ist das ungefähr. Und am Semmering macht er halt Pause. Ne? Klar, das Pferd muss er auch, macht auch Pause, ne? Ist klar. Und er macht sich ein Feierlein und isst was. Und dann macht er die Augen zu. Und seinem Halbschlaf erscheint ihm sein Vater, der schon gestorben ist. Ne? Also er erscheint im Traum natürlich. Und weil sie Sorgen macht, der Otto. Und in Otto, sein Vater, sagt zu ihm: Otto, schlaf jetzt nicht. Otto, reit weiter. Nicht, dass du spät kommst. Es ist was Schlimmes passiert, Otto. Otto, steh jetzt auf und reit weiter. Otto macht das Feuer aus, saddelt das Pferd und reitet weiter. Ja, man, mehr verrate ich euch jetzt nicht. Ne? Ist klar, man, wenn sie jetzt alles verrat, brauche ich nichts mehr aufnehmen oder ihr kommt zu einem Konzert mehr. Ne? Ja, so ist es im Dezember. Heuer habe ich echt ein bisschen länger gebraucht. So, das Umschalten von Sommer auf Winter, dass ich kapiere, dass die Leute halt nicht mehr reden wollen und dass halt alle einen Stress haben und keiner schaut mehr, keiner schaut die an irgendwie. Und das ist eh normal, ja. Ich bin auch so ein bisschen melancholischer. Vielleicht habe ich da auch viel Zeit für sowas. Ich weiß auch nicht, ich habe halt dann keinen Stress, ich gehe halt gemütlich. Ich bleib dann früh oft stehen, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ja. Von vorn kommen sie zu dritt, gleichzeitig überholt die rechts einer, schneidet die eine, links sind aber auch Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen sollte. Die Tatsache, dass ich existiere, ist einfach ein Problem. Ach Gott! Scheiß drauf. Alles Arsch. Eiskalt. Ja, mein Gott, es verstärkt sich halt dann, gell? Irgendwie, wenn alle so sind, ja, es ist halt so, ne? Das ist ja normal. Ist ja jedes Jahr das Gleiche. Aber ich habe halt heuer einfach ein bisschen länger gebraucht, ich weiß nicht. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich sonst einfach, weil ich so viel unterwegs bin, so viele super Sachen gesehen habe und so viele liebe Leute überall sehe. Unglaublich. First More Group habe ich gesehen, bist du deppert. Boah, das hat mir taugt. Habe ich mir das Gedichtbuch da gecheckt von einem. Ich bereue es ein bisschen, weil Gedichte auf Englisch, selbst wenn ich die Wörter kapiere, ja, die Phrasen natürlich checkst du ja alles nicht. Ne? So gut Englisch kann ich einfach nicht. Super Erinnerung.
im Orpheum Wien war ich das erste Mal. Also Daritz, Molden, Salkaviert. Und ja, Leihwand, ein bisschen mit dem Ausbahnkurt getratscht. Super für mich. Ne? Bist du, das ist ein feiner Schuppen. Also ich war echt froh. Moment. Ja, da war ich natürlich schon froh, dass ich meinen Anzug gehabt habe. Aber wirklich habe ich nicht gewusst. Manches Mal habe ich da das Sakko an und sonst hätten wir das schon dort angeschaut, bis zu narrisch. Asterix-Buch habe ich mir gecheckt. Molden Ernstl hat das übersetzt ins Wienerische. Ja, aber man voll getaugt hat, Christoph und Lolo im Kabarett Niedermeyer. Super! Gemeinsam mit Flüsterzweieck, die zwei Mädels. Beide ein bisschen tratscht, das erste Mal die Hand geschüttelt, die zwei haben mir voll getaugt. Ich meine, das René mit am jeden, aber für mich super, echt. Ich meine, das Einzige, was ich sagen muss, so ein kleiner Kritikpunkt, wenn du in der Kabarett gehst, als normaler Typ, ich meine, du trinkst halt 2 Bier, nicht? Ich meine, ich habe mir ein Bier bestellt und dann kurz vor der Vorstellung haben wir noch schnell ein zweites geholt. Und es dauert dann schon 1,5, 2 Stunden, das war sie. Und ohne Pause, das ist schon hart. Mei, und dann haben sie die Abschlussnummer von Salon Helga gespielt. Nicht? Und ich habe gewusst, das ist die letzte Nummer und ich habe schon so dringend müssen. Ich habe nur mehr gewartet, bis die Leute zum Klatschen anfangen und aussehen. Aber sonst, das war ein leibender Abend. Ja, Kinder, ich muss jetzt ich gehe jetzt ins Chelsea Adwenger. Das war mein Dezember-Update. Naja, dann wünsche ich euch noch ein super Dings, also Weihnachten, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und das alles. Gell? Yes! Prost, Kinder!